Geschlechtergleichstellung betrifft nicht just Mädchen und Frauen, aber auch Jungen und Männer. Die zwei Pädagogen Chris Klees und Alexander Kries arbeiten für den Service Infoman. Sie stellen uns das aktuelle Projekt von Infoman und Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Gleichstellung und am Institut für Gender and Diversity zu Berlin vor. Infoman bietet Beratung für Männer und männliche Jugendliche an, feiert zusammen mit pädagogischen Institutionen Gewaltpräventivprogramme durch und koordiniert Projekte, die sich kritisch mit Geschlechterstereotypen auseinandersetzen. Leider sind Männer am pädagogischen Bereich für Kinder immer noch stark unterrepräsentiert. Es fehlt grundsätzlich überall auf pädagogischem Personal und Krechen und Maison Relais. An dem Kader könnte Männer eine wichtige Ressource sein, für den Personalmangel entgegenzuwirken. Außerdem geben mehr männliche Mitarbeiter zu einer größeren Diversität beitragen. Dowent gouf das Programm Männer an der ausserschulischen Kinderbetreuung, kurz MADAG, an die Welt gerufen. Was es darin geht, erklären uns den Herr Klees und den Herr Kries. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Alexander Kries. Mein Arbeitskollege, der Chris Klees, und ich arbeiten als Pädagogen am Service Infoman von der Act Together ASBL. Und wir werden hier schon an den nächsten rund 20 Minuten das Programm MADAG, kurz Männer an der außerschulischen Kinderbetreuung, vorstellen. MADAG ist ein Programm, das vom Ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes an einer zweiten Phase promoviert wird, und bei dem es an allererster Linie darum geht, den Anteil von männlichem Fachpersonal, der heißt Edukateuren, an der außerschulischen Kinderbetreuung mittel- bis langfristig zu erhöhen. Was heißt außerschulische Kinderbetreuung? Wir mengen damit nonformale Bildung oder im Französischen l'Éducation non formelle. Es gibt auch noch den offiziellen Term, respektive die Aufkürzung SEA, S-E-A, die steht für Service d'Éducation et d'Accueil. Die merkt von den Begriffen, ist das nicht ganz einheitlich. Betreuung, Education, Bildung. Gemengt ist aber immer die pädagogische Arbeit mit Kindern von 0 bis 12 Jahren, Krechen, Maison Relais, respektive Foyer Scolaire. Dafür wird ein besonderer Fokus auf Männer an diesem Bereich. Ganz einfach, weil Männer, respektive der Erzieher, Edukateuren, beim pädagogischen Fachpersonal an denen Strukturen noch immer ganz stark unterrepräsentiert sind. Für die nonformale Bildung können wir im Moment noch keine allgemeinen Aussagen über die Geschlechterverteilung beim Personal machen. Am formalen Bildungsbereich, das heißt an der École Fondamentale, fanden sich zum Beispiel am Schuljahr 2017/18 am Cycle 1, das heißt am Précoce an der Spielschule, 1511 Edukatrices und Lehrerinnen par rapport zu 52 Edukateuren am männlichen Enseignant. Das entspricht einem Taux von rund 3% beim männlichen Personal. Ziel von diesem Programm ist es also, mehr Männer für die pädagogische Arbeit an den Strukturen zu gewinnen. Das heißt, dass sich der MADAG auch Jungen und Jungmänner adressiert, die sich mit ihrer beruflichen Orientation beschäftigen. Es geht also auch darum, mehr Jungmänner für den Beruf Erzieher, Educateur zu interessieren. Am LTPS, dem Lycée Technique pour Profession Éducative et Sociale zu Miersch, liegt aktuell den Taux von männlichen Schülern bei ungefähr 10% pro Jahrgang. Kann ich natürlich kritisch fragen, für was überhaupt mehr männliches Fachpersonal an Nonformalbildung bringen oder orientieren. Historisch ist das eben so, ein bisschen los, sind wir damit ja auch gar nicht so schlecht gefahren. Über die Frage kann ich lang und durchaus kritisch diskutieren, was an diesem Kontext nicht möglich ist. Als Berliner Kollegen vom Institut für Gender und Diversity der Katholischen Hochschule für Sozialwesen zu Berlin, die das MADAG-Programm von der ersten Phase an, das heißt von 2017 an, fachlich begleiten und als geholfen, die Gros von den Argumenten und Erwartungen zusammenzudrehen. Ihr findet sie mit weiteren Informationen auf unserer Homepage. Für die Situation heute zu Lützeburg ist es wichtig, dass die Resonanz vom Terrain, das heißt den Echo von den Menschen Träger, Strukturen an Akteuren und Aktrisen, ob das Programm ganz positiv ist. An erster Linie hat es damit zu dienen, dass mit mehr männlichen Erziehern eine allgemeine Bereicherung verbunden wird. Mit Blick auf pädagogische Equipen, an Teamkulturen, aber auch mit Blick auf Bezugspersonen für Kinder, pädagogisch offene Aktivitäten und auch die Elternarbeit. Es kann Ihnen auch so sein, dass sich eine große Diversität auf verschiedenen Niveauen von der nonformaler Bildung erwartet wird. Eine Diversität, die sich auf Seite vom Zielgruppe, nämlich der Kinder, ganz stark herumspiegelt,
an Domat auch der Vielfalt von der Lützeburger Gesellschaft gegen mich gerecht gehen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Männer an der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern ist auch hier am Land nicht ganz neu. Schon an den 90er Jahren hat es ministeriell Publikationen an anderen Aktivitäten und Projekten zu diesem Sujet gegeben. Für ein Programm von besonderer Bedeutung war aber den Oktober 2016. Für 4 Jahre gab nämlich vom Gleichstellungsministerium die 3. internationale Männerkonferenz mit dem Thema Who Cares, Who Shares, Caring Masculinities hier auf der Uni zu Esch-Belleville ausgerichtet. Am Kader von dieser Konferenz kommt auch zu einer echten Kollaboration von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen von Berlin an dem Infoman. An einem gemeinsamen Workshop mit dem Titel Men and Care Jobs gaben unter anderem auch Frauen, was hindert Männer daran, sich für Care-Berufe zu dezidieren, was müsste sich verändern, für menschliche Barrieren aufzubauen, und mehr Männer für Care-Berufe zu gewinnen, ganz engagiert diskutiert. Ein Jahr drauf, am November 2017, gab das Thema vom Ministerium abgegriffen und noch einmal mehr fokussiert auf nonformale Bildung, respektive den SEA-Bereich, an dem Programm Les Hommes dans l'éducation non formelle des enfants, Männer in der nonformalen Bildung von Kindern in Luxemburg auf der Webbrust. Den IGD von Berlin an Infoman konnten den Auftrag, den Madag fachlich zu begleiten und umzusetzen. Die erste Phase oder auch Pilotphase ging vom November 2017 bis Juli 2018. Der vierläufige Schlusspunkt war eine Konferenz an Zusammenarbeit mit dem Praxisbüro von der Uni Lützeburg am Juni 2018. Auch diese Konferenz, wie die ganz erste Programmphase mit ihren Inhalten und Resultaten, sind www.madag.lu dokumentiert. Wir haben diese Dokumentation auch als Broschüre, die kann ganz einfach per UFRO bei uns beziehen. Zusammengefasst hat die Programmphase folgende Ziele verfolgt. Konkret, Generieren von einer empirischen Wissensbasis über die Situation vom Fachpersonal an der nonformalen Bildung. Dafür gab ein echter Questionär und allkreis und so Relais am Land geschickt. Und der zweite Punkt, Sensibilisierung von relevanten Akteuren und Aktrisen für den Themenkomplex Männer, Chancengleichheit, respektive Gleichstellung und Erweiterung von traditionellen Geschlechterbildern an der nonformalen Bildung. Dafür gab eine Arbeitsgruppe eingerichtet mit Vertreter und Vertreterinnen aus dem Bereich der Politik, Praxis, Wissenschaft, Aus- und Weiterbildung. Mehr übergeordnet bleibt natürlich Ziel, mittel- bis langfristig Erhöhung vom Anteil vom männlichen Personal an der nonformalen Bildung zu verfolgen. Den ECOP, die erste Programmphase, besonders aus dem Arbeitsgruppe raus, war so positiv, dass sich direkt für eine Fortsetzung von Madag ausgeschwart gab. Zum Juli 2019 lief die zweite Phase von Männern an der außerschulischen Kinderbetreuung, wobei sich Ziele natürlich und denen von der Pilotphase orientieren. Zentrale Programminhalte an den Marschen haben sich aber erweitert. Neben der Auseinandersetzung mit der Datenlage über das Personal, an dem Abberufen von der multiprofessionellen Arbeitsgruppe stehen im Moment 6 Modellprojekte am Fokus von unseren Aktivitäten. Zur Datenlage. Weil es am Moment noch kein zentral erfasst und regelmäßig aktualisiert Daten über das Personal an der nonformalen Bildung gibt, gab 2018 ein echter Questionär und allkreis an all Relais am Land geschickt. Das echte Erhebung, die keinen wissenschaftlich repräsentativen Ursprung hat einen Rücklauf von rund 13%. Das heißt, von den 515 Fragen, die verschickt wurden, kommen 67 ausgefüllt zurück. Mit Blick auf die Betreuungsplätze gaben Domata demals rund 15% vom Terrain repräsentiert. Die allgemeine Geschlechterverteilung lag an der Moyenne bei 86,5% Frauen zu 13,5% Männer. Für die zweite Programmphase wir können mit Blick auf die Entwicklung und Erweiterung von einer Datenbasis eine Kommission de Recherche mit der Universität Lützeburg aufschließen. Am Kader vom Forschungsprojekt Persealux hat eine wissenschaftliche Mitarbeiterin für die verschiedene relevante Zielgruppen konsultiert, für einen Überblick über Datenlage an die existierenden Erhebungsinstrumente zu kreieren. Aufbauend auf diesen Experten und Expertinnen-Interviewen erfolgt eine quantitative Erhebung über einen Online-Questionär, der sich und pädagogisches Personal an den Strukturen adressiert. Der Frohebau wird am Laufe vom Oktober online geschaltet gehen. Welch uns ernimmt, go für die Begleitung von der zweiten Programmphase auch den Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus dem Bereich von der nonformalen Bildung weitergefordert. Den Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, den Prozess vom Programm als ein Resultate kritisch zu diskutieren,
aber auch Programmumsetzung, besonders Durchführung von den Modellprojekten zu unterstützen. Am Kader von der zweiten Programmphase, wo bis zum Frühjahr 2020 3 Arbeitsgruppentreffen stattfand. Beim letzten Meeting am Februar gouf der Minister für Gleichstellung von Frauen und Männer den aktuellen Stand vom Programm respektiv dem Modellprojekt präsentiert. Ob das 6 Modellprojekte wird de Chris Klees mehr genau angehen. Guten Morgen, mein Name ist Chris Klees und ich werde méi über Modellprojekte erzählen, die integrale Bestandteil vom Modellprojekt sind, wie mein Arbeitskollege Alexander Kries schon gesagt hat. Als Ausgangspunkt für die verschiedenen Modellprojekte wo 6 Themen gedingt. Erstens ist das männlich Modellebeter Edukateuren gewonnen an Halen, zweitens zusammen schaffen an der gemischtgeschlechtlicher Equipe, drittens Geschlechterbilder, viertens Berufsbild bzw. Imageabwertung vom Beruf Educatrice Educateur, fünftens geschlechterbewusst an sensibel Pädagogik, an sechstens geschlechterbewusst an sensibel Elternarbeit. Aktuell laufen am ganze 6 Modellprojekte mit 6 verschiedene Partnerinnen. Als erstes hätten wir hier Social Boys, das ist ein Projekt, bei dem männliche Jugendliche während einem Zeitraum von 3 bis 6 Monaten für ein paar Stunden die Woche an einem Maison-Relais sollen mitwirken können. Dabei sollen sie hier Interessen und Talente an die alltägliche Arbeit mit abbringen können und dabei auch noch von einem Educateur begleitet und unterstützt gehen. Bei dem zweiten Projekt goufen zusammen mit der Croix-Rouge Workshops lanciert, wo unter anderem Funktionsräume, wie zum Beispiel den Rollenspielraum, auch noch die Cannabischer auf die Reproduktion von Stereotypen hin analysiert goufen. Op der Uni startet am Wintersemester 2020-21 ein Modul, wo sich zusammen mit den Studenten aus dem sozialen Bereich mit der Bedeutung von geschlechterbewusster Pädagogik an einem weiblich konnotierten Arbeitsfeld auseinandergesetzt wird. Das nächste Projekt setzt sich mit der Frage auseinander, wie männliche Edukateuren am Zusammenhang mit der Thematik Wickeln an der Crèche von den Älteren gesehen gehen. Dafür gouf an Zusammenarbeit mit der Crèche von Simsalabim in ältere Frohbau ausgeschafft. Zusammen mit dem LTPS und ein paar motivierte Leute vom Terrain wird am Moment ein Videoclip produziert. Dazu werde ich den Alexander Kries aber gleich noch mehr erzählen. Wir gucken also direkt zusammen mal das Projekt mehr im Detail an, und zwar das Projekt mit dem Atelier Seralda, einer Maison Relais am Pafendal von Caritas Jeune et Famille. Das Projekt mit dem Atelier Seralda heißt Good Practice, zusammen schaffen an der gemischtgeschlechtlicher Equipe. Den Ausgang vom Projekt, wie der Name schon verrät, ist hier gemischtgeschlechtliche Equipe. Sie haben am ganzen 21 Modellebeter und Modelleberinnen, davon 13 Frauen und 8 Männer. Damit liegt ihre Männerandel bei rund 40%, was im Vergleich zum nationalen Durchschnitt immens hoch ist. An insgesamt 7 Workshops geht es bei diesem Projekt darum, zu gucken, welchen Impact das auf die pädagogische Arbeit kann haben. Genauer gesagt geht es darum, zu gucken, welchen Impact eine gemischtgeschlechtliche Equipe auf Teamkultur, auf die pädagogischen Aktivitäten, auf die Kommunikation am Team und auch auf das Zusammenschaffen kann haben. Die Workshops waren bzw. sind folgendermaßen aufgebaut. Beim ersten Workshop ging es darum, sich gegenseitig kennenzulernen und das Projekt MADAG dem Team vom Atelier Seralda vorzustellen. Gleichzeitig ging es auch darum, für beim Team Interesse für die Thematik Gender, Stereotypen und Rollenbilder zu schaffen. Beim zweiten Workshop stand thematisieren und das Schaffen von weiteren Workshop-Themen im Programm. Wir wollten Team Bestlesers mit abbauen und hier Interessen von Anfang an mit abholen. Am dritten Workshop stehen Degen und Gruppenreflexion zum Thema Stereotypen und Rollenbilder am Mittelpunkt. Das sollte die nötige Basis für die folgenden Workshops schaffen und Themen, die damit zusammenhängen. Am 4. und am 5. Workshop sollte es konkret den Impact von Stereotypen und Rollenbilder auf die pädagogische Praxis gehen. Aufgrund von Covid-19 haben wir aber leider noch dem 4. Workshop müssen als Arbeit unterbrechen und warten aktuell darauf, dass wir viel machen können. Motivation ist aber weiterhin groß. Geplant sind noch nach Workshop, wo es darum geht, Diversität von ihrem Team an ihre Erkenntnisse an der Basis sichtbar zu machen, an den Workshop zum Thema Nähe und Distanz. An dem Workshop soll dann auch Basis für ein neues Schutzkonzept für die Kinder und für das Personal ausgeschafft gehen. Das Schutzkonzept soll dann auch an ihre CRG mit abgeholt gehen.
Kommen wir zu einem kleinen Zwischenfazit. Formation ass validiert gin, wird natürlich für die Maison Relais selber, aber auch für den ganzen Sektor immens wichtig ist. Wir haben außerdem gemerkt, dass ein grosses Bedürfnis da ist, für sich mit dem Thema Gender als Stereotypen auseinanderzusetzen. Das Feedback von der Equipe ist immens positiv. Auch wenn wir durch den Covid-19 nur dem 4. Workshop eine Pause müssen erleben, so ist es schon eine Sensibilisation für die Thematik Stereotypen und Rollenbilder an der Equipe vom Atelier Seralda und damit auch am pädagogischen Alltag spielbar. Über ein anderen interessanten Projekt werde ich dann mit meinem Arbeitskollegen, den Alexander Kries, mehr erzählen. Ich so euch schon vielmals merci für die Nolausstre und ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Abblick liefern konnte. Das Modellprojekt am LTPS hat aktuell den Arbeitstitel Videoclip, die Attraktivität von der pädagogischen Arbeit an der Crèche am Maison Relais sichtbar machen. Die Lycée, die sich schon an der ersten Madag-Phase ganz stark am Arbeitsgruppe engagiert hat, war am 4 Stellen von der zweiten Programmphase an dem Abruf in Richtung potenziell Partner direkt dezidiert, ein Modellprojekt zu überholen. Den Ausgang für ihre Modellprojekt bilden 2 zentrale Motive. Einmal der Wunsch, den Anteil von männlichen Schülern pro Jahrgang von aktuell rund 10% auf 20% zu erhöhen. Zweites Motiv ist eine generelle Imageabwertung vom Beruf Erzieher, Erzieherin, den an der Population daxmat stark reduziert als Stereotypen Zuschreibungen verbunden wird, beispielsweise mit dem Bild von Frauen, die auf lange Stil mit Kaffeesters zusammensitzen, auf Poteren oder auf ihrer Arbeit schüsst ein bisschen mit Kanner spielen. Relativ sehr fest als Modellprojekt an Zusammenarbeit mit Schülern und Schülerinnen aus dem Lycée, Praktiker und Praktikerinnen vom Terrain, ein Genre-Imagefilm oder Videoclip zu realisieren, den die Attraktivität und Vielfalt vom Beruf Erzieher, Erzieherin an der nonformalen Bildung herumspiegelt. Dafür gaufen Workshops mit der Direktion an dem Service Sozioedukativ, aber auch mit Schüler und Schülerinnen vom LTPS initiiert. An den nächsten Wochen wird eine professionelle Agence die Umsetzung vom Projekt begleiten, für das der Videoclip am 19. November 2020 dem Internationalen Männertag kann diffusiert gehen. Verhaltet euch also mal nicht den Datum, ähnlich wie den 5. Mai 2021. Da werden wir nämlich an Zusammenarbeit mit der Ville Luxemburg 2. Programmphase mit einer Konferenz am Cercle Cité aufschließen. All die Datumen und weitere Informationen findet ihr aber auch auf unserer Homepage www.madag.lu. Nodems mir vom Alexander Kries an Chris Klees iwwer die praktische Arbeit zu Lützeburg scheieren hunn, werd Dr. Anja Berger bei der nächste Käier iwwer Kannerschutzthemen am Zusammenhang mit Stereotypen an Deutschland schwätzen.